und in dem Video kamen ganz oft die Wörter Ficken und Schwanz vor. Hallo Motherfucker, und zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss, ihr dürft mir aber auch nur Lexus sagen. Und im heutigen Video schauen wir mal so an, was für komische Hobbys der draussen auf der Welt... Ich kann nicht reden. Und im heutigen Video schauen wir uns an, was dort draussen auf der Welt für komische Hobbys gibt. Ist das ein Satz gewesen? Heimat, lad nochmal. Sie sind geistig behindert. Und im heutigen Video schauen wir uns zusammen an, was für komische Hobbys es dort draussen auf der Welt gibt. Wow. 3 Versuche habe ich gebraucht für diesen Scheisssatz. 3 Scheissversuche. Und ich würde sagen, reden wir nicht lang um ein Spray, spreizt bei. Und los geht's. Das erste Hobby, das wir uns zusammen werden anschauen, ist Poetry Slam. Wer noch nie etwas davon gehört hat, ich weiss selber nicht genau, was es ist, wirklich. Willst du mich für blöd verkaufen? Es ist so eine Mischung zwischen Gedicht vortragen und Stand-up-Comedy und Singen oder so. Wir haben das auf jeden Fall mal in der Schule müssen machen und die Leute, die dort zu uns kamen, sie haben alles, was ich gerade vorhin aufgezählt habe, so gemacht. Manchmal hat der Poetry Slam so einen lustigen Gedanken, manchmal auch irgendwie so einen künstlicheren. Und irgendwie, wenn ich mir so Veranstaltungen auch so auf YouTube anschaue, ich verstehe es einfach nicht. Hallo, meine Damen und Herren, hoi, ja, hey, ciao. Herzlich willkommen zum Poetry Slam hier in eurer wunderschönen Hauptstadt in Bern. Und heute haben wir ein paar ganz schöne, junge, tolle Künstler für euch. Hier bieten wir auf die Bühne den Christoph Harmus. Herzlich willkommen. Ey Bro, ich hab gehört, der Christian ist echt gut im Fall. Ah, was, wirklich Bro? Ja, da bin ich mal gespannt, hoffentlich ist er lustig. Du! Arschloch, Fotze, Sohn! Unterdrückst mich! Okay, ziemlich viel Kraft ausdrücken am Anfang. Überall, wo ich her schaue! Jetzt macht er irgendwie... Wieso macht er jetzt gar nicht? Also, weißt du, also, ich weiss gar nicht, wieso... Bist du auch? Zack, da ist er wieder. Du bist ein Rosettenbohrer. Ich verstehe die Show irgendwie nicht. Ein Kinderversorger. Hut, schnell, eine kleine Beatbox-Pause. Macht er jetzt ernsthaft... Er ist tatsächlich am Beatboxen. Bis tief in der Nacht liege ich in meinem Bett und bin wach. Bananenpose. Interessant. Sie hat gesagt, dass sie 18 ist, aber die kleine dumme Bitch ist erst 12. Shit. Ich muss gehen. Wirklich gut gefunden. Wow, es ist so philosophisch und tiefgründig. Es ist so... Wow, es ist wunderschön. Nummer 2, Vögel beobachten. Ich habe echt keinen Plan, wieso das Menschen machen. Ich meine, man geht raus in die Natur, hat fucking Feldstecher und Vögelbücher dabei und dann macht man einfach den ganzen Tag das. Wow, Martin, ich habe da eine seltene Mistflittchen gefunden. Die sind am Paaren gerade, schau mal. Botzheim, Atlantik, Eiben können rammen, Heiland, Donner nochmal. Ja, ich muss das so spielen, weil ich keine fucking Feldstecher habe, weil ich fucking broke bin, man. Mir ist klar, das Interesse an Vögeln liegt mir natürlich nicht. Wegen dem verstehe ich auch den Reiz vom Vögel beobachten nicht. Aber wäre es nicht viel lustiger, wenn man würde Menschen beobachten? So eine Doku aus Menschen drehen. Wie das zum Beispiel. Das albanische Männchen, und unter ihnen werden sie auch Chippis genannt, ist eine vermehrte Art, die an Schweizer Bahnhöfen vorzufinden ist. Der Albaner immer mit
E-Zigarette und Gucci Cap ausgerüstet, ist sehr provokant unterwegs. Erkennungsmerkmale sind das häufige Zeichen von Doppeladler oder das Tragen eines Fußballtrikots. Wenn man den Albaner zu lange anschaut, wird er streitsüchtig. Njeri, was ist, Mann, ey? Hast du ein Problem oder was? Soll ich rüberkommen, Mann? Meine Cousins, ich hab da noch Cousins, Mann. Das ist Schanonen, Alter. Das Gegenteil des männlichen Albaners ist der Schweizer Mann. Er ist nicht in der Stadt anzutreffen, sondern eher in den ländlicheren Gebieten. Er übt die Schweizer Nationalhymne oder jodelt. Das Jodeln kann auch als Paarungsruf gedeutet werden. Der Schweizer mag es, sich über alles aufzuregen, was ihm über den Weg läuft. Seien es Ausländer oder Linkspolitiker Denkende. Und das klingt etwa so. Meistens leicht bekleidet, top geschminkt und top gestylt anzutreffen ist das Zürcher Mädchen. Das Zürcher Mädchen lebt seinen Style nach ihrer Lieblingsrapperin Shirin David und ist so gut wie immer angepisst. Sie hat kein Interesse, sich zu paaren, da alle anderen Männer nicht gut genug für sie sind, da sie ihr kein Rangy kaufen können. Alter, was soll das, Mann, ey? Was machst du? Was schaust du mich so an, hä? Denkst du, du bist gut für mich, Mann? Du musst dir zuerst mir Respekt verdienen, weisst? Hä? Was kommst du da? Gang weiter, los! Schau nicht! Hä? Was du nicht darfst anlängen, darfst du nicht schauen, gell? Hm? Ja, sorry. Dies hier ist ein ganz besonderes Exemplar der Jungfrau. Er sieht ziemlich hässlich aus, macht sich zwar jeden Tag die Haare, aber das bringt auch nichts, hat immer hässliche Kleidung an und macht irgendwelche Videos im Internet und denken, die Leute mögen das. Seine Hässlichkeit von Nachen zu betrachten ist wirklich sehr faszinierend und sein Mund... Mamma mia! Ja, das war an dieser Stelle hier mit diesem Video gewesen. Ihr könnt sehr gerne einen Daumen gegen hoch da lassen, wenn es euch gefallen hat. Ich weiss, wenn man über... sorry, ich muss schnell zu kommen. Ich weiss, wenn man über komische Hobbys redet, sagt man eigentlich auch immer das Hobbyhorsing, aber das haben irgendwie schon genug Leute Witze darüber gemacht, weil ich dann gedacht, blende ich das mal aus. Wenn euch das Video gleich gefallen hat, sehr gerne einen Daumen gegen hoch da lassen. Lasst auch ein Abo da, weil ich habe gesehen, dass sehr viele Leute die Videos schauen, aber noch nicht Abonnenten sind. Wegen dem abonniert doch sehr gerne den Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss zusammen.